Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silver Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kannst kennenlernen und ihm kannst begegnen. Herzlich willkommen. Wir sind in einer mega spannenden Predigtserie drin. Sie heisst, was würde Jesus tun? Und wir gehen miteinander durch so ein paar entscheidende oder wichtige Kapitel vom 1. Korintherbrief durch. Und der 1. Korintherbrief ist ein mega spannender Brief, weil der Paulus hat einer Gemeinde geschrieben, die er selber gegründet hat und wo er aber mitbekommen hat, oh, da läuft einiges schief. Und das ist so ein Brief, den er geschrieben hat, so, um die Kirchen in Korinth so ein bisschen wieder auf den richtigen Pfad aufzubringen. Und darum können auch wir mega viel daraus herausnehmen für uns und für unser Leben, wie Kirche soll sein, wie wir sollen sein, wie wir sollen unterwegs sein, was Gott wichtig ist. Ich möchte mit euch heute eintauchen in ein ganz spannendes Kapitel. Ein mega herausforderndes Kapitel, wo etwa alles drin ist, von Inzest bis hin zu Brotrezept. 1. Korinther 5. Ich möchte es euch vorlesen, ist länger, aber hört zu. Da schreibt der Paulus: Mir ist noch etwas berichtet worden. Es gibt doch tatsächlich bei euch so einen unglaublichen Fall von Unmoral, dass er nicht einmal bei denen toleriert würde, die Gott nicht kennen. Einer von euch hat ein Verhältnis mit seiner eigenen Stiefmutter. Und da spielt ihr euch immer noch so groß auf? Solltet ihr nicht vielmehr beschämt und traurig sein und den, der sich so etwas hat zu Schulden kommen lassen, aus eurer Gemeinschaft ausschließen? Ich jedenfalls habe bereits entschieden, was zu tun ist. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch in meinen Gedanken. Auf solche Weise bei euch anwesend habe ich folgendes Urteil über den gefällt, der diese schändliche Beziehung eingegangen ist. Im Namen von Jesus, unserem Herrn, sollt ihr eine Versammlung abhalten, ich werde in Gedanken daran teilnehmen und Jesus, unser Herr, wird mit seiner Kraft zugegen sein. Wir werden zusammenkommen, um diesen Menschen dem Satan auszuliefern. Er soll die zerstörerische Macht des Satans am eigenen Leib erfahren, damit er zur Besinnung kommt und an dem Tag, an dem der Herr Gericht hält, doch noch gerettet wird. Ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. Ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. In meinem früheren Brief habe ich euch vor dem Umgang mit Menschen gewarnt, die ein unmoralisches Leben führen. Dabei dachte ich natürlich nicht an Menschen, mit denen ihr zwar in dieser Welt zu tun habt, die aber Gott nicht kennen. Wenn ihr den Kontakt mit allen vermeiden wolltet, die ein unmoralisches Leben führen, geldgierig sind, andere berauben oder Götzen anbetet, bliebe euch nichts anderes übrig, als die Welt zu verlassen. Darum schreibe ich euch jetzt noch einmal unmissverständlich. Habt mit niemand etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt oder geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Ist es etwa unsere Aufgabe, über die Gericht zu sitzen, die außerhalb der Gemeinde stehen? Seid ihr nicht vielmehr verpflichtet, eure eigenen Leute zur Verantwortung zu ziehen? Über die draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Was für ein Text. Ich meine, 1. Korintherbrief, oder? 1. Korinther 13. Die Liebe ist sanftmütig, sie ist geduldig. Ich kann nicht einmal jemandem die Schuld geben, warum hat man mir den Text zugeteilt, weil ich mache ja die Teilung. Aber eigentlich sind doch genau solche Kapitel spannend für uns. Weil gerade von den schwierigen Situationen, die in der Bibel beschrieben sind, und ich liebe es, wie die Bibel einfach so richtig ehrlich ist, gerade aus diesen Situationen können wir doch
können wir doch mega viel lernen. In diesem Kapitel können wir doch lernen, um was es als Kirche geht. Können wir Gottes Plan kennenlernen, wie wir als Kirche sein sollen. Sie zeigen uns irgendwo durch auch, wie Jesus seine Gemeinde möchte. Und ich möchte aus dem Kapitel so eine Frage herausschaffen. Wie inklusiv soll Kirche sein? Das ist eigentlich eine spannende Frage in der heutigen Zeit, weil es muss ja alles inklusiv sein. Wie ist es denn eigentlich mit der Kirche? Wie inklusiv muss Kirche sein? Schauen wir die Situation mal ein bisschen an, hier in Korinth. Korinth, ganz eine spannende Stadt. Korinth war in der damaligen Zeit eine Weltstadt, ein Handelszentrum aufgrund der geografischen Lage. Das alte Korinth liegt nicht ganz genau dort, wo heute das neue Korinth liegt, aber ganz in der Nähe. Ist durch den Handel sehr eine reiche Stadt geworden und auch sehr eine bunte Stadt. Oder heute würde man vielleicht sagen, sehr eine diverse Stadt. Schlagwort, die die Stadt geprägt haben, waren Stolz. Es war eine stolze Stadt. Wir sind stolz auf unseren Reichtum, auf unsere Leistung, auf unseren Status. Hey, wir sind von Korinth, nicht irgendein Städtchen. Sie sind stolz auf ihre Freiheit. Ganz speziell die religiöse Vielfalt, aber auch unter anderem die sexuelle Offenheit. In Korinth, korinthische Zustände, da ist alles gegangen. Da ist man frei gewesen. Da ist man nicht von irgendwelchen sozialen, moralischen Grenzen eingeschränkt gewesen, sondern da hat man ausgelebt, was man ausleben will. Und in diesem Zusammenhang auch, es war eine sehr tolerante Stadt gewesen. Alles hat Platz gehabt, solange man das Gefühl hatte, es ist gut. Und man hat niemandem sagen, was falsch ist. Und wenn ich so die Schlagwörter anschaue, muss ich sagen, weisst du was? Wir leben hier irgendwo in der Region Zürich. Und das ist eigentlich nicht wahnsinnig viel anders. Stolz, frei, tolerant. Das ist das, was irgendwo durch unsere Gesellschaft doch genau so beschreibt. Und darum können wir auch sehr viel aus dem Text für uns rausnehmen. Weil etwas müssen wir bewusst sein. Gesellschaft prägt immer auch Kirche. Und gerade für gesellschaftliche, was gesellschaftlich normal ist, findet der Weg in die Kirche hinein. Und das Problem ist, man erlebt es nicht als falsch, weil es ist ja gesellschaftlich normal. Und darum müssen wir immer wieder angehen, wie es auch der Paulus mit den Korinther gemacht hat, und uns die Frage stellen, sagen, hey, was sagt denn Gott, was normal ist? Weil wir sind ja nicht Kirche für die Gesellschaft oder von unserer Gesellschaft, sondern wir sind schlussendlich Gottes Kirche. Wir leben heute in einem kulturellen Dilemma. Die Gesellschaft sagt uns ja genau das. Die Gesellschaft sagt uns, hey, du musst tolerant sein. Du musst eben inklusiv sein. Du darfst niemanden ausschliessen. Du musst Meinungen stehen lassen. Gleichzeitig erleben wir, wenn dann aber jemand nicht ins Schema reinpasst, wenn dann aber jemand zu einer Meinung steht, wo nicht in den Mainstream reinpasst, wo eben so tolerant und inklusiv ist und etwas anderes sagt, dann Cancel Culture nennt man es heute. Man wird cancelled, man wird ausgeschlossen, postet so irgendetwas auf Social Media, wo nicht in den toleranten Mainstream reinpasst und dann schädert es und man nennt ihn das ein wunderschönen, es gibt einen Shitstorm oder so. Das heisst eigentlich, die Frage ist nicht, ob es Grenzen gibt, sondern die Frage ist schlussendlich nur, wo denn die Grenzen eigentlich sind. Denn auch die tolerante Gesellschaft hat ja offensichtlich ihre klar definierten Grenzen, was drinnen ist und was draussen ist. Wenn wir 1. Korinther 5, das Kapitel anschauen, wirkt das im ersten Moment enorm brutal. Wo der Paulus sagt, hey, raus mit dem. Der Paulus redet von Ausschluss, aber ich glaube, wir müssen das Kapitel mal genauer anschauen. Weil, was ganz wichtig ist, der Paulus redet ja nicht zur Welt, zu Menschen von außerhalb der Kirche und will sie irgendwo durch ausschliessen, sondern er redet eigentlich zu der Gemeinde innen und fordert sie nicht zur Härte auf, sondern in erster Linie zur Demut. Wenn man Kapitel vorher noch ein bisschen anschaut, der Paulus fängt ja zuerst an, begrüßt die Gemeinde und dann sagt er ihnen, hey, hört mal, ihr spielt euch geistlich wahnsinnig auf. Und ich glaube, die Korinther, die haben wirklich Jesus suchen. Die sind offen gewesen für so ein bisschen mehr für Jesus und gleichzeitig auch immer mehr fürs Übernatürliche. Das kommt dann in den späteren Kapiteln. Noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr
je nachdem, wie man es interpretiert, kann man aus dem 1. Korintherbrief herausnehmen, dass die ganze Gottesdienste nur noch prophetisch und in neuen Sprachen irgendwo durchgefeiert haben, wo dann der Paulus sagt, du, aber irgendwo den Kopf dürft ihr im Fall schon auch noch einschalten. Das ist kein Widerspruch. Also es war irgendwo auf die eine Seite eine hypergeistliche Kirche gewesen, und auf die andere Seite sagt dann der Paulus, du, aber was wird mir da berichtet? Es wird gestritten bei uns. Ihr habt Spaltungen. Ihr habt, und da kommt er dann am Schluss dazu, sagt er, und dann habt ihr so ein Durcheinander, sind aber noch stolz drauf, was für eine hypergeistliche Kirche ihr seid. Und eigentlich ruft der Paulus da innen auf zur Demut. Wir finden in dem Text, wenn wir den ein bisschen genauer anschauen, 3 Grundsätze darüber, wie Kirche sein muss. Wie inklusiv Kirche vielleicht auch sein muss. Der erste Grundsatz, den wir hier finden, Kirche muss Rückgrat haben, weil Jesus Herr ist. In den ersten Versen, da ganz speziell Verse 1 bis 2, beschreibt der Paulus ja eben, ich habe es vorhin gelesen, die Situation von dem Mann, der ein Verhältnis hat mit seiner eigenen Stiefmutter. Und es ist interessant, der Paulus kritisiert da am Anfang gar nicht in erster Linie die Person mit dem unmoralischen Verhältnis, sondern er kritisiert die Kirche. Er sagt, hey Leute, das ist nicht irgendwie ein moralischer Grenzfall, wo man noch sagen kann, ja, das kann man auch so oder so sehen, gibt ja so Sachen, sondern er sagt, hey, sogar die nicht in der Kirche sind, die in der Welt draussen sagen sogar, hey, das ist ja total daneben. Und ihr seid noch stolz darauf, dass ihr das toleriert, und ihr seid noch stolz darauf, wie dynamisch und flexibel ihr seid und wie tolerant ihr seid. Ihr seid stolz, dass ihr blinder geworden seid für die Sünde, als es sogar die Welt ist. Was war das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem war, die Kirche hat Sünde nicht mehr Sünde genannt. Es ist eigentlich, statt dass ganz klar war, das Verhalten von dem Mann ist weit weg von den Normen Gottes, ist es als normal gesehen worden. Ist es einfach toleriert worden. Und sie sind noch stolz darauf gewesen, dass sie halt eben so eine flexible Theologie oder was auch immer haben. Und das Zweite, wo das Problem war, man hat mit dem Evangelium seine Kraft entzogen. Das Evangelium ist ja die Botschaft davon, dass Jesus eben für unsere Sünde, eben für unser Fehlverhalten am Kreuz gestorben ist. Weißt, Jesus hat nicht einmal ein Problem mit Sünde in der Gemeinde. Wenn Sünde Sünde genannt wird und wir uns ihm dann ausliefern und sagen, Jesus, bitte, ich schaffe das nicht, verändere mich. Da hat Jesus überhaupt kein Problem damit. Für das ist er ja genau am Kreuz gestorben. Aber er hat dann ein Problem, wenn wir sagen, hey, es ist halt so. So bin ich halt. Ich glaube, als Kirche sind wir gerufen, auch in der heutigen Zeit, auch in der heutigen Gesellschaft, Rückgrat zu haben und eine klare Haltung zu haben, dort, wo auch die Bibel klar ist. Kirche, glaube ich, muss offen sein für alle, aber nicht offen für alles. Unsere Kultur, glaube ich, die Kultur der heutigen Zeit, will uns in eine andere Richtung drücken. Hey, die Sachen kannst du doch nicht mehr sagen. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das kannst du doch nicht mehr sagen. Die Bibel sagt zwar, es ist falsch, sexuelle Beziehung vor der Ehe zu haben, aber das kann man doch heute nicht mehr so scharf sehen. Kann man doch heute nicht mehr so sagen. Und weißt du, das Problem ist, es zieht die Kirche rein. Und man ist dann auch stolz darauf, zu sagen, ja, weißt du, wir sind halt nicht gesetzlich. Dankeschön. Kirche braucht Rückgrat und muss für die Werte Gottes einstehen. Der Paulus geht dann auch in den kommenden Vers darauf ein, dass es nicht sein kann, dass jemand, der so lebt, gleichzeitig sich Teil der Kirche genannt werden kann. Er sagt, hey, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Er geht dann da sogar so weit und er sagt, hey, so eine Person muss aus der Kirche ausgeschlossen werden. Und da kommen wir natürlich in ein ganz spannendes Thema rein. Wir nennen das Gemeindezucht. Wie funktioniert das? Ganz kurz 2, 3 Gedanken dazu. Er sagt dann da, hey, so in solchen Fällen muss es eine Leitungsversammlung geben. Man hat die Kirche dort mal geleitet mit eben so Versammlungen, wo man eben da das ist übernommen worden von der damaligen Demokratie. Man hat die stimmberechtigten Bürger von einer Stadt zusammengenommen, um Entscheidungen zu treffen über eine Stadt. Ekklesia hat man das genannt. Die Kirche macht genau das Gleiche. Man kommt zusammen als Kirche und dann macht miteinander eine Leitungsentscheidung. Und an dieser Leitungsentscheidung oder an dieser Versammlung hat man dieser Person die Möglichkeit gegeben, umzukehren. Darum schreibt er da, die Kraft Gottes wird vorhanden sein. Und wenn die Person nicht bereit ist, umzukehren, hat man gesagt, hey, du kannst nicht mehr Teil sein von unserer Kirche. Später sagt er, dann kannst du nicht mehr Teil sein von den gemeinsamen Mahlzeiten, also nicht mehr das Abendmahl miteinander leben.
Du bist nicht mehr ein innerer Teil der Kirche. Da geht es nicht darum, dass man die Person irgendwo durch verachtet oder nicht mehr mit ihr redet oder weiss nicht was, sondern einfach sagt, hey, schau mal, so wie du lebst, kannst du nicht mehr Teil der Kirche sein. Warum? Der Fall und nicht andere, es war ein schwerwiegender Fall. Also eben sogar, es ist nicht darum gegangen, dass man irgendwie in einem moralischen Grenzfall war, sondern sogar die in der Welt haben gesagt, hey, das geht im Fall nicht. Das Zweite ist, es war andauernd. Also, es war ja noch nicht Zeit von Social Media, wo du immer sofort alles gewusst hast. Sogar der Paulus, der ganz neu mit anders war, hat inzwischen schon davon erfahren, was da. Also das muss sich ein Zeitchen angezogen haben. Und das Dritte, es ist offensichtlich eine fehlende Änderungsbereitschaft da gewesen. Weil eben, darum hat ja der Paulus gesagt, macht nochmal das Treffen, gebt dieser Person die Möglichkeit umzukehren. Und nur wenn sie nicht bereit ist umzukehren, dann müssen sie aus der Gemeinde rausnehmen. Der Ausschluss aus der Gemeinde oder der Gemeinschaft, das sagt ja der Paulus da schön, hat das Ziel, dieser Person aufzuzeigen, dass sie daneben liegt und auch aufzuzeigen, dass sie merkt, dass sie da falsch steht. Jetzt schreibt er ja da ganz etwas Interessantes. Er schreibt da, soll sie dort die Person dem Satan ausliefern. Was heisst jetzt das? Das redet nicht davon, dass man jetzt da irgendwie so ein geistliches Ding macht und dann weiss nicht was, die Person verflucht und dem Satan sagt, du, jetzt kannst du mal etwas machen mit der, was du willst, sondern da geht es um, ich versuche es mit einem Bild zu beschreiben. Sagen, hey, du bist wenn jemand in einem Haus innen ist und die Wärme nicht mehr schätzt, stellt man ihn mal schnell in den Schneesturm raus und sagt, schau mal, so ist einfach kalt und so ist warm. Merkst du, was dir fehlt? Das ist das Ziel von dem. Der Prozess, den der Paulus da anspricht, und das ist auch in der heutigen Zeit, falls so Gemeindezucht-Moment, also wenn es das braucht, hat immer ein Ziel. Das Ziel ist immer Umkehr. Wenn wir in den 2. Korintherbrief hineinschauen, scheint das auch passiert zu sein. Im 2. Korinther 5 bis 11 betont dann nämlich der Paulus, dass er beschreibt nicht genau, ob es die Person war oder nicht, wissen wir nicht, aber er beschreibt dort von einer Person, die sich total daneben verhalten hat, die man ausgestoßen hat, die aber umgekehrt ist und zurückgekommen, beschreibt er nachher der Gemeinde, sagen, hey, und jetzt nehmen die Person wieder auf und jetzt vergeben und jetzt ist im Fall wieder gut. Also hat das offensichtlich funktioniert. Das nur als kurzer Ausflug zum Thema Gemeindezucht. Die Bibel ruft uns als Kirche dazu auf, Rückgrat zu haben. Einstehen für Gott und seine Werte. Nicht stolz sein auf die eigene Verwässerung und die eigene Toleranz, wie es da offensichtlich Korinther sind. Wir können das auch für unser Leben ganz persönlich sehen. Sind wir in unserem persönlichen Leben klar, was richtig und falsch ist in Gottes Augen? Weißt, wir können auch in unserem eigenen Leben wir können tolerant werden. Tolerant werden gegenüber von Sachen, die Gott ganz klar falsch nennt. Und wir tolerieren in unserem Leben, obwohl wir ganz genau wissen, nein, das nennt Gott falsch. Jetzt geht es doch nicht darum, dass wir kämpfen alle mit Sünde. Wir kämpfen alle mit Sachen, die nicht okay sind in unserem Leben. Aber die Frage ist unsere Reaktion. Wenn Gott uns so Sachen aufzeigt, wenn der Heilige Geist uns überführt, wie es die Bibel sagt, was machen wir denn? Sind wir dann einfach tolerant, ja, es ist so, oder liefern wir uns Gott aus und sagen, oh ja, Gott, da hast du recht, da brauche ich Veränderung, bitte hilf mir, bitte verändere mich, bitte heilige mich, wie die Bibel sagt. Ich glaube, wir brauchen auch in unserem eigenen Leben das Rückgrat, Sünde zu nennen. Wir sehen in dem Abschnitt etwas Zweites, was die Bibel braucht, was Kirche muss haben. Also Kirche muss Rückgrat haben, weil Jesus Herr ist. Kirche muss aber auch Demut haben, weil Jesus für uns gestorben ist. Verse 6 bis 7. Da schreibt er nachher der Paulus, der Korinther, noch einmal, ihr habt wirklich keinen Grund, stolz zu sein. Ihr habt keinen Grund, stolz zu sein, weil, erstens, Sünde zu tolerieren, ist ansteckend. Er braucht dann da, jetzt komme ich eben zu dem Brotrezept, er braucht dann das Bild vom Sauerteig. Kurze Erklärung dazu. 2 Sachen. Ich habe ein bisschen geforscht und ich muss aber auch Full Disclosure, ich habe noch nie ein Brot backen in meinem Leben. Aber ich kann lesen. Also bei uns backt man ja primär mit Hefe, aber in den letzten Jahren sind ja die Sauerteige sind auch sehr trendy geworden, wo man ja immer wieder so eine Kultur weiternimmt. Aber ich habe gelernt, auch die meisten Sauerteige, nicht alle, aber die meisten macht man heute auch mit ein bisschen Hefe. Dazu hat man es anders gemacht. Man hat
eine Kultur angelegt, wie es halt bei so Sauerteig ist, meistens mit Weizenklee und gorenem Traubensaft. Ja, habe ich gelernt. Und das hat man dann in den Teig hineingetan von heute und das hat dann den Teig so durchsäuert, durch das ist er luftig geworden, ist er geschmacksvoller geworden und hat dann, wie man es halt bei Sauerteig macht, hat man wieder vom Teig ein bisschen auf die Seite genommen und braucht für den nächsten Tag. Das Bild, das da der Paulus braucht, ist, man nimmt ein bisschen vom heutigen Sauerteig, tut den drin rein und der geht dann durch den ganzen Sauerteig vom Tag durch. Und der Paulus sagt eigentlich da, hey, das kleine bisschen Sauerteig, das durchsäuert den ganzen Teig. Und dann hat man jeweils, man hat ja noch nicht die hygienischen Zustände gehabt wie heute, wo man die Sauerteigkulturen zum Teil ja fast über Generationen behalten kann, hat es einmal im Jahr einen Reset gebraucht, auch für den Teig. Und man hat dann jeweils aufs Passafest an, hat man den Teig aufgebraucht oder den Sauerteig weggetan und hat am Passafest auch als Erinnerung daran, dass sie nur ungesäuertes Brot auf die Flucht aus Ägypten haben können mitnehmen, hat man am Passafest neu angefangen, dass man zuerst ein ungesäuertes Brot gegessen hat. Das sind eben dann die wie heisst es, Matze da, genau, das ist so ein bisschen fast wie Knäckebrot oder unsere Abendmahlbrötchen, ganz ähnlich. Und hat dann am Passafest das gegessen, als Erinnerung, und hat dann jeweils wieder neu angefangen mit einer neuen Kultur. Und der Paulus zeigt mit dem Bild von dem Sauerteig verschiedene Sachen auf, wie eben Kirche soll sein. Das Erste, was er aufzeigt, ist, hey, tolerierte Sünde hat Kraft. Tolerierte Sünde hat Kraft in der Gemeinde, tolerierte Sünde hat Kraft in unserem Leben. Es braucht nur ganz ein bisschen Sauerteig, den man reinlässt. Und das durchzieht den ganzen Teig. Und darum, wenn wir zurückkommen zum ersten Punkt, als Gemeinde Rückgrat zu haben, da geht es nicht primär um die anderen. Da geht es nicht primär darum, wie wir als Kirche auftreten gegen raus, sondern da geht es primär um uns. Da geht es primär um unser eigenes Leben. Im Bewusstsein, dort, wo wir in unserem eigenen Leben Sachen tolerieren, wo wir ganz genau wissen, die will Gott angehen. Wenn wir sie tolerieren, wird das einen Einfluss haben auf unser Leben. Er sagt dann, hey, Sünde ist ansteckend. Wir haben überhaupt keinen Grund, stolz zu sein. Und das Zweite, was er durch das Bild, was er in diesem Bild nachher sagt, Sünde zu tolerieren, entspricht nicht der Identität von dem, wo wir sind als Kirche. Der Paulus ruft den Korinther dazu auf, das zu leben, was sie sind. Ihr seid nicht ein Sauerteig, sondern ihr seid so einen frischen, ungesäuerten Teig, sagt er im Vers 7. Damit ihr das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. So einen reinen Teig, wie man ihn eben am Passafest hatte, so sind wir doch. Das sind wir. Das ist doch das Selbstbild der Kirche. Er sagt, ihr seid gerecht gemacht. Ihr seid heilig gemacht. Ihr seid Gottes Familie. Es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt einfach bei Sünde, Sachen, die falsch sind, wieder Raum schafft. Das geht doch nicht. Das stimmt doch nicht. Der Paulus beschreibt dann auch, woher die Reinheit oder die Heiligung kommt. Er sagt, ihr seid es, weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus. Paulus braucht dann da die Symbolik vom Passafest weiter, vom Passalam, das erste Passafest vor dem Auszug in Ägypten, wo die Israeliten den Auftrag bekommen haben, ein fehlerloses Lamm zu schlachten und das Blut an die Türpfosten streichen, dass sie eben leben können. Das Fleisch ist dann in der Nacht gegessen worden, zusammen mit dem ungesäuerten Brot. Und das ist ein Zeichen für die Befreiung aus der Knechtschaft von Ägypten und für uns ein Zeichen für die Befreiung aus der Knechtschaft von der Sünde. Wo der Paulus da sagt, hey, Sünde in eurem Leben zu tolerieren, entspricht nicht mehr eurer Identität. Ihr lebt etwas, wo ihr gar nicht sind. Gleichzeitig sagt er aber mit dem Bild auch, und die Identität, die habt ihr euch aber nicht selber verdient. Es ist ganz allein das Werk von Jesus, der als Unschuldiger eure Schuld auf sich geladen hat. Am Kreuz wird Gottes Befreiung und wird Gottes Gericht sichtbar. Aber wir können uns gar nicht auf diese Leistung einbilden. Und darum braucht Kirche Demut. Kirche braucht Demut, nicht weil wir etwas Besseres sind. Kirche braucht Demut, nicht weil wir irgendwo durch eine geistliche Leistung vollbracht haben, dass sich unser Leben verändert hat. Sondern Kirche braucht Demut, wo wir sagen, weißt du was, wir sind alles nur schlimme, miese Sünder, mit einem Unterschied. Jesus hat uns die Schuld weggenommen. Jesus hat uns vergeben. Jesus hat uns gerecht gemacht. Jesus nennt uns nicht mehr, Jesus kann uns Gerechte machen.
Das ist der einzige Unterschied. Wir haben keinen Grund, stolz zu sein. Wir haben vor allem auch keinen Grund, hart zu sein. Haben wir einen Verdienst an unserer eigenen Heiligung? Das wäre dann so, wenn wir sie selber erarbeitet hätten. Und das versuchen wir ja so gerne immer wieder. Aber es geht einfach nicht so. Es gibt so viele stolze Christen, die das Gefühl haben, dass sie durch ihre Aktionen irgendwelche Punkte im Himmel gesammelt haben. Und sie sagen, die Punkte sagen jetzt irgendetwas wert. Aber ich will dir eins sagen, deine Cumuluspunkte sind mehr wert. Weil wir können uns keine Punkte sammeln im Himmel. Es ist allein das Werk von Jesus. Und der Paulus mahnt da auch Korinther, er sagt, hey, ihr braucht nicht nur Rückgrat, ihr braucht ganz viel Demut. Es gibt keinen Grund für Stolz. Kirche soll demutig sein. Sie soll nicht stolz darauf sein, tolerant sein, aber auch nicht stolz darauf sein, wie konsequent und wie heilig sie ist. Es gibt etwas Einziges, wo die Kirche darauf stolz sein darf. Von dem redet Paulus im 1. Korinther 1,31. Christus allein. Das ist das Einzige, wo wir darauf stolz sein können. Das ist das Einzige, was wir vorzuweisen haben. Und weißt du, die Kombination aus dem klaren Rückgrat und dieser Demut gibt das, was Kirche sein soll. Sonst wird es nämlich, wenn nur das Rückgrat da ist, dann werden wir hart, dann werden wir besserwisserisch. Darum braucht es die Demut. Demut bedeutet, ich sehe mich selber als ein Mensch, der ohne Christus nichts wäre, aber alles ist durch ihn allein. Das ist Demut. Der Paulus sagt, am Ende ist alles Gnade. Alles, was wir sind wir, weil Christus unser Passalam geworden ist. Und das Dritte, was wir in dem Text sehen, wie inklusiv Kirche soll sein, Kirche muss offene Arme haben, weil Jesus rettet. Nachher wechselt der Paulus so in den Fokus von der Beschreibung und sagt, hey, als Kirche, jetzt geht es nicht darum, dass ihr irgendwie den Kontakt mit allem Unheiligen abbrecht, ihr lebt in der Welt. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt raus, das geht ja nicht. Es geht darum, dass ihr Ordnung habt in eurem Leben, dass ihr Ordnung habt in eurer Kirche, aber dass eure Arme offen sind für die Welt. Es geht nicht darum, die Welt zu verurteilen, da ist Gott dran. Gott wird richten, aber momentan ist Gott nicht am Richten, momentan ist Gott am Retten. Es geht ihm darum, um Menschen, die sagen, ich gehöre zu Jesus und hartnäckig in Sünde bewusst weiterbleiben. Und so sind wir auch nicht gerufen als Kirche, und das ist mir so etwas Wichtiges, wir sind nicht gerufen als Moralapostel im Fall. Es nervt mich manchmal, für was die Kirche bekannt ist, für was Christen bekannt sind. Wir sind daran bekannt, gegen was wir sind. Wir sind doch nicht gegen, wir sind für. Wir sind für Hoffnung, wir sind für Heilung, wir sind für Liebe, wir sind für Annahme, wir sind für Vergebung. Weil das Moralapostel sein, das ist auch nur ein Ausdruck von Stolz. Wir sind Botschafter von der Hoffnung und von der Heilung. Kirche muss ein Ort sein mit offenen Armen. Kirche muss ein Ort sein, was heisst Sünder willkommen. Wo kaputte Menschen kommen können. Wo verletzte Menschen kommen können. Wo Menschen kommen können, die ein Leben leben, das zu 200% daneben ist. Jesus ist ein Freund von den Zöllner und Prostituierten genannt worden. Ohne, dass er seine Werte verleugnet hat. Ohne, dass er keinen Rücktrag hatte. Weißt du, das ist unser Vorbild. Und das sind wir als Kirche nicht. Er ist ein Freund genannt worden von den Zöllnern und den Prostituierten. Und gleichzeitig, niemand, der zu ihm gekommen ist nicht verändert worden. Der Levi, der Zöllner, was ist? Er ist dieser Liebe und dieser Gegenwart von Jesus begegnet, hat seinen Schreibtisch da verlassen, hat aufgehört zu schiessen und ist Jesus nachgefolgt. Die Ehebrecherin, die sie steinigen wollten, hat nicht einfach nur gehört, wo Jesus sagt, ich verurteile dich nicht, sondern hat gleichzeitig gesagt, okay, und jetzt gang und sündige nicht mehr weiter. Die Einladung der Kirche muss sein, hey, komm, so wie du bist. Aber lerne verstehen, dass ich Gott viel zu fest liebt, um dich zu lassen, wie du bist. Und da sind wir Instrumente dazu. Ich glaube, wir dürfen auch immer wieder verstehen, unsere Aufgabe ist Annahme und die Aufgabe vom Heiligen Geist ist Überführung. Und das spielt zusammen. Weißt du, so viele Menschen denken, wenn ich zuerst mein Leben in Ordnung bringe, dann kann ich zu Gott kommen. Aber es funktioniert genau umgekehrt. Wir dürfen zu Gott kommen, damit unser Leben
in Ordnung gebracht werden kann. Und das muss der Groove sein, den wir als Kirche haben. Das muss uns als Kirche beschreiben. Das ist das, was das Kapitel hinzielt. Ich habe es mal so formuliert, Kirche ist nicht ein Museum für Heilige, sondern ein Spital für Sünder. Weißt du, ins Spital gehst du ja nicht zum Krankbleiben, ist ja auch klar, oder? Es ist auch nicht irgendein Sterbehospiz, sondern Kirche muss ein Spital sein, wo kranke Menschen, wo kaputte Menschen, und wir haben so viele von denen, kommen und gesund werden. Das Evangelium sagt, komm jetzt, komm mit deinem Chaos, komm mit deiner Schuld, komm mit deinem Versagen, komm mit deiner Scham. Und die Sünde verliert ihre Kraft dann, wenn sie als Licht kommt. Und vielleicht bist du da heute Morgen, vielleicht schaust du online zu und du weißt ganz genau in deinem Leben, da ist Zeug da, verstecktes Zeug da. Hey, bring's das Licht. Du musst nicht auf der Bühne stehen und jetzt irgendwo die grosse Bekenntnisshow machen, sondern bring's zu Jesus. Vielleicht bring's mit jemandem zusammen zu Jesus. Auf der rechten Seite ist unser Ministry. Dort sind ganz tolle Leute und übrigens auch ganz verschwiegene Leute, wo du dann mal sagen, hey, ich habe das und das in meinem Leben und ich will es an die Oberfläche bringen, ich will es zu Jesus bringen, dass Jesus mich verändert. Weißt du, Sünde zu verstecken ist auch eine Form davon, sie zu tolerieren, weil wenn man sie versteckt behaltet, entziehen wir ihre Kraft nicht. Bring sie zu Jesus. Jesus möchte dich verändern. Jesus will dich annehmen. Jesus will dich verändern. Am Kreuz hat er deine Schuld getragen, hat er deine Scham getragen, hat er deine Sünde getragen. Ist er gestorben, dass du nicht mehr unter dieser Knechtschaft von der Sünde sein musst, die dich bestimmt. Und vielleicht bist du heute Morgen da und merkst, hey, das sind Sachen da in meinem Leben, wo ich kein Rückgrat habe, weil ich Sachen, wo Gott ganz klar sagt, sie sind falsch, nicht falsch nennen. In meinem eigenen Leben. Zielen wir mal nicht auf die anderen. Zielen wir mal auf uns selber. Hey, zeig Rückgrat. Nenn Sünde. Du bist ja nicht geprägt von der Gesellschaft. Du definierst ja nicht selber die Regeln. Jesus ist Herr. Vielleicht bist du da und du merkst, dir fehlt Demut. Dir fehlt eine Liebe für Menschen, die daneben liegen. Du merkst, du wirst sehr schnell verurteilt. Komm zurück zu Jesus. Hey, lass dich erfassen von dieser Liebe von Jesus. Und er hat für Sünder. Der Römerbrief sagt, dass Jesus hat es so sehr geliebt, dass er am Kreuz gestorben ist, wo wir Sünder waren. Ohne Kumuluspunkte im Himmel. Vielleicht bist du da, vielleicht hörst du zu und merkst, du hast gar noch nie Ja gesagt zu Jesus. Du hast dein Leben gar noch nie Jesus ausgeliefert. Du hast gar noch nie Jesus deine Schuld abgegeben. Dass du kannst sagen, hey, ich bin ein Heiliger. Ich bin heilig gemacht. Mir ist vergeben. Dann ist heute dein Tag. Hey, wir werden jetzt in eine Zeit hineingehen. Markus wird uns auch noch ein bisschen leiten im Gebet. Aber ich möchte schon jetzt sagen, auf der rechten Seite ist unser Ministry. Vielleicht kannst du das Licht schon mal einschalten. Dort ist unser Ministry und dort werden Menschen sein, die du gerne mit ihnen beten kannst. Hey, ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sein können, die aufräumt im eigenen Leben. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sein können, die eine riesige Liebe hat für Menschen mit Ghetto in ihrem Leben. Eine Kirche mit offenen Armen, die offen ist für alle. Und die so offen ist und so liebevoll ist, dass sie nicht bleiben müssen, wie sie sind. Das ist die stärkste Inklusivität, die es überhaupt gibt. Wir werden uns ein paar Augenblicke Zeit nehmen, in ein Lied, das wir miteinander singen. Und dann möchten wir hineingehen in eine Zeit vom Gebet. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über die eingeblendete Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.